Trumps neue Zölle schockieren die Welt. Die Schweiz wird sogar härter getroffen als die EU. Aber ist das wirklich fair, so wie Trump behauptet? In diesem Video zeige ich euch, was der Trump zu diesem Schritt bewogen hat, respektive was der eigentliche Plan dahinter ist. Ich habe wieder einmal mehr einen exklusiven Einblick für euch parat. Wie ihr es gewohnt seid hier. Ciao zusammen, von unten hier. Herzlich willkommen aus dem wunderschönen Kalifornien. Heute wieder ein super Tag. Es ist kurz nach der 7 und bereits 20 Grad. Genau so soll es sein. Aber ich schlage vor, wir plempern nicht lange das rum und legen los. Erinnert ihr euch? Eine der ersten Handlungen von Donald Trump war, dass er den Mount Denali in Alaska wieder in Mount McKinley hat umbenannt. Wie sich jetzt zeigt, hat das eine tiefere Bedeutung gehabt. Der William McKinley war US-Präsident am Ende des 19. Jahrhunderts. Und er ist für Trump ein Vorbild. Vor allem wegen seiner Wirtschaftspolitik mit den hohen Zöllen. Dann zumal hat sich die USA fast nur durch Zölle finanziert. Stellt euch das mal vor. Es hat no Einkommens- und Vermögenssteuern gegeben. Für Trump war das eine goldene Zeit. Wirtschaftswachstum, Industrialisierung, eine starke Binnenwirtschaft, scheinbar alles dank der hohen Zölle. Man nennt die Phase die Gilded Age, so von 1870 bis 1900. Es war eine Zeit mit einer rasanten wirtschaftlichen Entwicklung. Historiker sagen aber, dass diese Hochkonjunktur nicht nur von Zöllen getragen wurde, sondern zum Teil auch durch massive Einwanderung und Zustrom von ausländischem Kapital. Aber das ist dem Trump auch durch die Latte gegangen, oder zumindest redet er nicht darüber. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die amerikanische Industrie zum Rückgrat der Weltwirtschaft geworden. Wer in der Industrie gebügelt hat, hat einen sicheren Job und ein stabiles Einkommen gehabt. Aber gegen Ende des 20. Jahrhunderts hat sich dann alles geändert. Unter dem Präsident Bill Clinton hat der Wind gedreht. Man hat viele einheimische Jobs verloren zugunsten des globalen Freihandels. Was viele im Nachhinein als entscheidenden Fehler sehen, ist das NAFTA-Abkommen, das Clinton im 1993 unterschrieben hat. Das ist der Vertrag zwischen Kanada und Mexiko, der die Zölle abgeschafft hat. US-Unternehmen haben ja jetzt ihre Produktion zum Beispiel nach Mexiko verlagert. Dort waren die Löhne etwas günstiger, es hat keine Sozialabgaben gegeben und auch keine bezahlten Ferien. Die so viel günstiger hergestellten Produkte sind dann wieder mit Chem- oder mit Fast-Chem-Zoll wieder zurückgekommen in die USA. Für sehr viele Konzerne war das ein goldiges Modell. Für Millionen von amerikanischen Industriearbeitern hat aber jetzt eine harte Realität angefangen. Arbeitsplätze sind ausgelagert worden, unzählige Standorte haben dicht gemacht. NAFTA ist dann zumal als Handel für Wohlstand verkauft worden, als Fortschritt für alle. Doch der Profit ist vor allem an die Unternehmen gegangen. 1995, auch unter dem Clinton, sind die USA dann auch der Welthandelsorganisation WTO beigetreten. Damit ist der Handel jetzt auch mit Asien vereinfacht worden. 6 Jahre später ist dann auch China WTO-Mitglied geworden. Die Produktion hat ab jetzt massiv nach China verlagert werden. Noch günstigere Löhne, kaum Umweltauflagen, für den Konzern natürlich das Paradies. Die Waren sind fast zollfrei zurück in die USA gekommen und haben dank einer hohen Marge mit satten Gewinn verkauft werden. Und auch hier, die Gewinner waren nicht die Arbeiter, sondern die Konzernspitzen und die ausländischen Hersteller. Genau gegen das will der Trump jetzt ankämpfen. Trump hat einen grossen Plan. In einem Interview im März hat der Handelsminister Howard Lutnick ungewöhnlich offen darüber geredet. Das Ziel der Trump-Administration, so der Lutnick, sei nicht einfach nur ein neuer Zolltarif. Im Kern geht es darum, wie die Regierung sich neu finanzieren will und was die Bürger davon haben. Und so soll es laufen. Eine erste Säule ist zusätzliches Geld aus dem Ausland. Durch eine neue Zollpolitik sollen $1 Billion höhere Einnahmen reinkommen. Plus ein spezielles Visa-Programm für ausländische Investoren, die sogenannte Gold Card. Die zweite Säule ist weniger Ausgaben. Die neue Behörde mit dem Namen Doge unter der Führung von Elon Musk soll $1 Billion sparen, indem Verschwendung, Bürokratie und Beschiss abgebaut werden. Lutnicks Aussage war deutlich. Musk senkt die Ausgaben, ich erhöhe die Einnahmen.
Er wird die Ausgaben senken, Betrug und Missbrauch von $1 Billion verhindern. Und mein Job ist es, $1 Billion zu beschaffen. $1 trillion. Das ist ziemlich einfach zu verstehen und das leuchtet auch den meisten Amis ein. Wenn das aufgeht, wird Trump 2 Sachen anbieten können. Und wenn er das herbringt, wird das ihn und seine MAGA-Politik über Jahre hinaus festigen. Erstens neue Arbeitsplätze. Durch hohe Zölle soll die Industrie zurück in die USA kommen. Wenn Amerika mehr selber produziert, werden sie unabhängiger, wirtschaftlich und geopolitisch. Gerade in Zeiten von steigenden Spannungen mit China ist das ein wichtiger Punkt. Wer für essentielle Güter wie Medikamente oder Computertechnologie auf Import aus China angewiesen ist, hat im Ernstfall ein grosses Problem. Das Ganze ist eine klare Absage an einen Globalismus zugunsten von nationaler Resilienz. Dann zweitens will er ein grosses Geschenk an die Bürger machen. Die Einkommenssteuern sollen weggehen. Für alle Haushalte mit weniger als $150.000 Einkommen im Jahr. Das wären 3/4 der Amerikaner. I'm in the car with him. Ich sitze mit Donald Trump im Auto und ich sagte, wir werden den Finanzhaushalt ausgleichen. Aber ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Wenn wir den Haushalt ausgleichen, sind Sie dann bereit, auf alle Einkommenssteuern zu verzichten? Für jeden, der weniger als $150.000 im Jahr verdient. Das sind übrigens rund 85% der Amerikaner. Er sieht mich an und sagt, sicher, ist Ihnen klar, falls wir den Haushalt ausgleichen, dass der Präsident der Vereinigten Staaten gesagt hat, ja, sicher. You realize the President of the United States said, if you balance the budget, sure. Es ist ein Schachzug mit ordentlich Risiko. Geht er auf, wäre das ein politischer Volltreffer. Wer würde sich das wieder wegnehmen? Schauen wir aber doch als nächstes die Trump-Zölle noch ein bisschen genauer an. Ich habe es zum besseren Verständnis ein bisschen vereinfacht. Seine Überlegungen sind im Grunde bubi einfach zu erklären. Trumps neue Zölle haben weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Die Schweiz trifft es besonders hart mit 31% Zoll auf alle Waren, die in die USA gehen. Aber wie kommt der Trump auf die Zahl? Er hat dazu eine eigene Formel herausgeknüppelt. Ich habe mir das so erklärt. Nehmen wir Äpfelkistchen statt Milliarden. Das macht es dann schon mal ein bisschen verständlicher. Die Schweiz exportiert jedes Jahr 63 Kisten in die USA. Mit Thurgauer Tobiessler oder Berner Surgrauch. Die Wahl überlasse ich euch. Nicht, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Die USA exportieren im Gegenzug aber nur 25 Äpfelkisten in die Schweiz. Zum Beispiel Golden Delicious. 63 gehen also in die USA, 25 kommen aus den USA. Das gibt eine Differenz oder eben ein sogenanntes Handelsdefizit von 38 Kisten, die die Schweiz mehr liefert. Er rechnet, 38 von 63 sind etwa 61%. Das bedeutet, die Schweiz liefert etwa 61% mehr in die USA als umgekehrt. In seinen Augen ist das unausgeglichen. Und davon nimmt er jetzt die Hälfte, also aufgerundet 31%. Und das ist jetzt sein neuer Strafzoll. Was bedeutet jetzt das? Die Schweiz verkauft mehr an die USA, mit Dollar gerechnet, als die USA an die Schweiz. Trump nennt diese Differenz Schweizer Zoll. Dabei kassiert die Schweiz gar keine Zoll auf US-Industrieprodukte. Und das schon seit dem 2024. Es gibt nur die Mehrwertsteuer von 8,1%, die für alle gelten, egal woher die Ware kommt. Wenn er von Schweizer Zoll redet, meint er also das Handelsdefizit. Und jetzt wird es noch spannender. Berücksichtigt man bei dieser Rechnung noch die unterschiedliche Grösse der beiden Länder, dann wendet sich das Blatt. Prozentual gesehen importiert die Schweiz nämlich sogar mehr von den USA als umgekehrt. Gemessen an der Grösse der Schweiz macht der US-Importanteil ca. 2,77% des Bruttosozialprodukts aus. Im Vergleich dazu importiert die USA nur 0,22% Schweizer Produkt, gemessen am riesigen US-Bruttosozialprodukt. Unter dieser Rechnung importiert die Schweiz also mehr als 10-mal so viel, wie sie umgekehrt hier überliefert. Aber, wie hat schon der Carol Burnett einmal gesagt, niemand hat je behauptet, das Leben sei fair. Item. Trump hat sich zuletzt offen gezeigt für bilaterale Gespräche und Sonderlösungen mit einzelnen Ländern. Oder noch lieber, würde direkt mit den einzelnen Buden verhandeln. Wie ernst die Gesprächsbereitschaft ist, wird sich sicher gleich zeigen.
In der heutigen Welt, wo sich Zeitungsschlagzeilen mit Online-News konkurrieren, verkauft sich Drama besser als Realität. Am Ende wird die Suppe aber meistens nie so heiß gelöffelt, wie sie gekocht wird. Wir erinnern uns, 1973, nach der Auflösung des festen Wechselkurs, ist der Dollar über die Nacht von 4,30 Franken auf 3,80 oben gesegelt. Alle haben gesagt, so, jetzt kann man nie mehr in die USA exportieren. Und es hat dann trotzdem weiter funktioniert. Und mittlerweile sind wir ja sogar bei 90 Rappen angekommen. Und alle rennen jetzt genau gleich wieder. Ja noch, aber hier auf dem Vogonten-Kanal machen wir ja etwas anderes. Mit einem kühlen Grin, ein bisschen Abstand und der nötigen Recherche schauen wir genauer her. Weil ich und viele von euch, wir wollen zuerst verstehen, um was es geht, bevor wir verurteilen. Das ist heute genauso wichtig wie früher, finde ich. Mein Kommentar wie immer zum Schluss. Was passiert jetzt? Viele Gelehrte sind sich einig. Kurzfristig werden die Preise in den USA steigen, genauso wie die Arbeitslosigkeit, weil Importprodukte teurer werden und viele Firmen ihre Lieferketten neu müssen sortieren. Es wird auch schon ein bisschen ruckeln. Mittelfristig könnte aber schon etwas Positives passieren. Die Produktion könnte zurückkommen, nicht alles, aber genug, um in Amerika wieder eine industrielle Stärke aufzubauen. Für die Schweiz bedeutet der Zollhammer jetzt vor allem eins: schlechtere Rahmenbedingungen. Der Marktzugang wird schwerer, die Marge kleiner. Einzig die Pharmaindustrie mit über 50% Exportanteil in die USA hat noch ein bisschen Rückenwind bekommen. Für alle anderen wird es härter. Die Schweiz kann aber reagieren. Sie kann innerhalb der Schweiz die Rahmenbedingungen im Gegenzug erleichtern. Zum Beispiel steuerliche Anreize setzen, tiefere Energiekosten zur Verfügung stellen, Bürokratiehürden für Bewilligungen abbauen, Innovationen finanziell unterstützen etc. Wenn die Schweiz jetzt nicht hyperventiliert, sondern sich darauf konzentrieren, sich fit zu machen für die veränderte Zukunft, ist jetzt der Moment, um Nägel mit Köpfen zu machen. Et voilà, dann würde ich sagen, das war es für heute. Merci fürs Reinschauen. Hier eventuell noch meine Bitte, dass ihr das Video weiterempfehlt, wenn ihr jemanden kennt, der diese Infos auch schätzen würde. Das würde mich natürlich sehr freuen. Also, liebe Grüße retour. Beim letzten Video haben wieder viele von überall von der Schweiz zugeschaut und sogar aus vielen anderen Ländern verteilt auf der Welt. Das freut mich natürlich mega. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.